Ja, weiter geht's. Letztes Mal haben wir ja vom Jarl Ulfrig, unserem Lieblingsjarl, den Auftrag bekommen, dass wir am Jarl Balgruf am Ulfrig seine Axt vorbeibringen, als Zeichen von seinem Angebot, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und zwar im Krieg gegen die Kaiserlichen. Und jetzt ist es an uns herauszufinden, wie sich der Jarl Balgruf entscheidet. Wenn er die Axt annimmt, ist er auf der Seite vom Ulfrig. Wenn er sie ablehnt, ist er auf der Seite der Kaiserlichen. Und jetzt haben wir das Problem gehabt, dass wir nicht in den Palast reingekommen sind, letztes Mal, ohne dass uns die Wachen angegriffen haben. Darum haben wir uns ins Gefängnis stecken lassen, weil wenn wir am Kämpfen sind, können wir ja schlecht mit dem Jarl reden. Nicht? Und darum schaffeln wir nicht mehr lange drum herum und fangen gerade an. Heute brechen wir aus dem Gefängnis aus. Und zuerst gehen wir unsere Sachen wieder holen. Das ist Lydia. Hoi du. Die können wir brauchen. Du bist bewaffnet, ich nicht. Wir müssen unser Zeug noch haben. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Das ist jetzt ungünstig. Ich bin nicht bewaffnet. Ja, ach, probieren wir Es es. wird Zeit, das Reich von diesem Abschaum zu befreien. Was?
los. Los, roll! Glücks. Moment. Irgendetwas hat da nicht geklappt. So. Ah. Ich werde euch vernichten! Bringen wir schon noch eine. Moment. Ja! Au! Ich habe ja auch keinen Zaubertränke. Logisch nicht. Ja! Werde euch finden! Du, aber für das sind wir relativ weit gekommen, ne? Rien ne me choice, moi. Aha, nein, den Moos brauchen wir eigentlich nicht. Ah! Wir haben nur einen Dietrich und die Schlossstufe da ist Expert. Aber es könnte sein, dass in dieser Truhe rein unsere ganzen Sachen sind. Und das wäre ja super. Dann wären wir zumindest wieder bewaffnet. Yes! Da sind's. Da sind unsere Sachen. Yeah! Nice. Gut, nehmen wir alles. Grandios. Tun wir da gerade was speichern? Mhm. Sieht auch cool aus. Okay. Okay. Sieht doch schon besser aus. Im Namen des Jahr bleibt stehen.
Steckt eure Waffen weg und folgt ohne Geschrei. Kommt man sicher Ihr nicht in habt den Sinn. Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Brust! Das ist die falsche Waffe. Das ist nicht ganz die richtige Waffe. Reicht! Verdammt! Wieso? Schrei doch! Nein! Brust! Die Lydia ist am Sterben. Ich ergebe mich! Ich kann nur aufstehen. Moment. Moment. Jetzt haben wir ja Zaubertränke wieder. Du bist tot. Kerkerschlüssel. Wir wissen nie, für wer das wir da mal noch brauchen könnten. Sicher gerade schon Nachschub. Wir sind verloren! Geil. Bin immer noch da. Dann mal los. Nein, 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 nein. So. Habe ich es im Griff? Nicht wirklich. So. Gut. Lassen Sie uns nicht einmal in Ruhe den Knast ausrauben. Unanständig.
Gut, wohin gehen wir? Wo geht's raus? Da geht's raus. Dahin müssen wir. Die Frage ist, wie kommen wir an, dort hinten? So, sind wir wieder da. Wir hatten das Biest schon eingefangen. Und ihr habt es befreit. Warum nur? Warum habt ihr das gemacht? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Wenn ihr damit den Krieg meint? Ich stehe auf der Seite von Weißlauf. General Tullius und seine Freunde im Kaiserreich werden euch erzählen, dass ich ihnen meine Loyalität schulde. Und vielleicht stimmt das. Ulfric Sturmmantel wäre wohl der Ansicht, dass ich dem Volk der Nord verpflichtet bin, da sie für Himmelsrands Unabhängigkeit kämpfen. Vielleicht ist auch das richtig. Der Tag mag kommen, an dem ich gezwungen bin, mein Schwert für die eine oder die andere Seite zu ziehen. Doch dieser Tag ist noch nicht da. Doch. Er dachte zweifellos, nur so würde seine Botschaft verstanden. Außerdem tat er es, weil er es konnte. Hat er das? Der Mann ist ganz schön hartnäckig. Das muss man ihm lassen. Es ist wohl an der Zeit, dass ich ihm eine Antwort gebe. Proventus, was haltet ihr von der ganzen Angelegenheit? Falls Ulfric Weißlauf angreifen sollte. Wie bei allem ist auch hier Vorsicht geboten, mein Herr. Wir sollten abwarten und sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Die Beute wartet. Ich sehe das genauso wie Irilet. Es ist an der Zeit zu handeln. Ihr plant nach Windhelm zu marschieren. Ich bin kein Dummkopf, Proventus. Es ist an der Zeit, Ulfric herauszufordern. Er soll sich mir wie ein Mann zeigen oder seine Sturmmäntel gegen die Tore stürmen lassen. Er wird nichts dergleichen tun. Ein Dolch im Rücken ist alles, was ihr euch erhoffen könnt. Er war Torek gegenüber sehr direkt. Torek! Er ging einfach auf den Jungen zu und brachte ihn um. Dieser Junge war der Großkönig von Himmelsrand. Ich bin vielleicht nicht der Großkönig, aber ich bin auch kein Junge mehr. Wenn Ulfric meine Herrschaft anfechten will nach alter Tradition, dann soll er das doch. Obwohl ich vermute, dass er wohl lieber seine Sturmmäntel schickt, um das für ihn zu erledigen. Ja, er hat bereits seine eigene Stärke unter Beweis gestellt. Nun ist seine Armee dran. Ich frage mich, wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Ich meine, wenn ihr Jarl Ulfric unbedingt beleidigen wollt. Die Beleidigung geht von Ulfric aus. Aber Proventus hat recht. Für Ulfric ist es klar.
Wer sich seinem Anspruch widersetzt, steht auf der Seite des Kaiserreichs. Und was ist so falsch daran, statt der eigenen Leute ein paar Soldaten in den Tod zu schicken? Es erscheint feige. War es denn feige, das Weißgold-Konkordat anzunehmen? Kommt ihr mir schon wieder damit? Das war etwas anderes. Hätte ich den Bestimmungen des Vertrages denn Also widersprechen gut. können? Ihr beherrscht ein paar Zaubersprüche. Die Jarl Soll ich wurden jetzt nicht beeindruckt gefragt. sein? Man hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Goldtruhen haben auch nicht geschadet. Verdammt nochmal, hier geht es nicht um Gold. Es ist Zeit für eine Entscheidung. Fürst, haltet ein. Wir sollten prüfen, ob Ulfric es ernst meint. Oh, er meint es ernst. Aber das tue ich auch. Endlich. Also, was diese Axt angeht. Ihr könnt diese Axt wieder zu unserem Freund bringen. Der geschätzte Jarl von Windhelm hat meine Antwort. Sorgt dafür, dass er sie auch erhält. Proventus, bringt mir die Schreibfeder und das... Da wird das Problem. Der Jarl da, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie er heißt. Da ist die Art von Jarl, wo der Ulfric milchtrinkender Jarl nennt. Das sind die vom Kaiserreich Geld angenommen haben, dass es nicht politisch wieder besser, wirtschaftlich wieder besser geht. Und jetzt hat der Jarl das Gefühl, er steht in der Schuld vom Kaiserreich. Respektive er hat jetzt das Gefühl, es geht nicht um Gold, es geht um Politik, es geht um mehr, es geht um Himmelsrand. Und trotzdem, irgendwo hat er die Abhängigkeit. Und jetzt hat er sich für die Gegenseite vom Jarl Ulfric entschieden und da wird er auch gehen. Gute Pergament. Sollen wir einen Ganz Brief gleich, was noch aufsetzen, passiert. Fürst? Die Wachen werden euch für alles, was ihr Ja, getan zu habt, General auf immer Tullius. dankbar sein. Ich muss einige Dinge klarstellen, ehe ich seine Soldaten akzeptiere. Jetzt hat er sich auf die Seite vom Tullius gestellt. Ich weiß immer noch nicht, was wir machen sollen. Ich finde ihm seine politischen Ansichten schlechter als die Ansichten, die der Ulfric hat. Aber ich finde ihn als Person besser als der andere. Keine Ahnung, überlegen wir es noch. Jetzt bringen wir zuerst mal die Axt zurück. Eure Meinung würde mich brennend interessieren. Ich glaube, es ist nicht das Dümmste, wenn wir am Ulfric helfen. Der Zweck heiligt die Mittel. Nein, ich weiß nicht. Mal schauen, mal schauen. Sprecht mit Ulfric. Er erwartet Nachrichten aus Weißlauf. Die Kaiserlichen haben sich richtiggehend in Weißlauf verschanzt. Wir werden es ihnen bald wieder abnehmen. Uns bleibt gar nichts anderes übrig. Seine zentrale Lage ist von entscheidender Bedeutung. Gibt es Neuigkeiten von Hochfels? Kein Mucks. Diese weichlichen Bretonen machen keinen Finger krumm, um ihren Nachbarn zu helfen. Das sollte uns wohl nicht überraschen. Dort hatten sie nie viele Probleme mit dem Kaiserreich. Diese Milchtrinker können genauso gut Elfen sein. Halten sich für was Besseres. Es spielt keine Rolle. Offenbar steht Himmelsrand allein. Wieder.
Die sind gegen die Elfen. Ich bin ein Elf. Schwierige Entscheidung. Wir sollten Hjalmarsch einnehmen. Nachrichten aus Weißlauf. Dann habe ich mich in ihm getäuscht. Ihr hattet recht, Galmar. Schon wieder? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Gebt den Befehl, mein Gebieter. Und Weißlauf gehört euch. Weißlauf ist nur ein Mittel zum Zweck. Ich habe unser Lager inspiziert. Wir sind bereit, Ulfric. Wann immer ihr es seid. Wird je ein Mann bereit sein, den Befehl zu geben, der den Tod so vieler nach sich ziehen wird? Nein. Und nicht jeder Mann vermag, diesen Befehl zu geben, wenn er es muss. Doch ihr seid dieser Mann, Ulfric. Ihr wart es einst und ihr werdet es wieder sein. Und diese Männer und Frauen, sie nennen sich Sturmmäntel, weil sie an euch glauben. Sie sind der gemeinste, zäheste und härteste Haufen, den Himmelsrand je gesehen hat. Und sie sind bereit. Sie sind so sehr bereit wie ihr, wenn nicht noch mehr. Seid ihr sicher, dass wir bereit sind? Die Armee von Weißlauf wird zweifellos von Wir sind bereit. Ich selbst mag ja alt sein, aber ich würde diese verdammten Mauern mit bloßen Füßen eintreten, wenn ihr mir nur den Befehl dazu geben würdet. Ha, und das würdet ihr auch fertig bringen. Ich glaube Also nicht. gut. Es ist soweit. Ja! Sendet die Botschaft, Ja. ein neuer Tag bricht an. Und die Sonne geht über Weißlauf auf. Jawohl. Und die Söhne von Himmelsrand werden diesen neuen Tag mit gebleckten Zähnen und blitzenden Schwertern begrüßen. Es geht also los. Eilt zu unserem Lager in Weißlauf. Ich brauche euch an vorderster Front. Ich habe so eine Ahnung, was euch betrifft. Euer Platz ist auf diesem Schlachtfeld. Ich brauche euch dort. Dann überantworte ich sie ihren Göttern, an welche auch immer sie glauben. Talos sei mit euch. Und mit euch. Gut. Lassen wir uns überraschen. Dann machen wir nächstes Mal.